Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir dann als Reporter von der Institutionskommission hier die zwei Gesetzprojekte können vorzustellen an auch den Weg bis hin. Das Gesetzprojekt 8307 über die Resilienz von den kritischen Entitäten und das Gesetzprojekt 8364 über Cybersicherheit. Die beiden Texte setzen europäische Direktiven und bilden zusammen einen kohärenten Kader für die essentiellen Services und Resilienz von unserem Land zu stärken. Die physisch, organisatorische und digitale Dimension von der Sicherheit können heute nicht mehr getrennt voneinander geduld gehen. Und du wennst wäre es sinnvoll, das zwei Projekte zusammen an der Kommission zu traktieren. Und ich gebe da Luft auf das Projekt 8307 an und die gouf den 1. September 2023 nach vom Premierminister Xavier Bettel deposiert, gouf den 2. Oktober und die Institutionskommission verwiesen. Am Lauf von den Arbeitsstunden gouf das Projekt von den verschiedenen Chambren und auch von der CNPD und natürlich vom Staatsrat avisiert. Dabei kommen zu verschiedenen Amendementen, bei denen wir da kurz noch angehen. Der Kern vom Projekt als wie gesagt die Umsetzung von der Direktiv 2022 über 2557 über die Resilienz von den kritischen Entitäten. Ziel ist es, die kohärente Kader, nationale Kader zu schaffen, für die Erfassung, Benennung und die Überwachung von Entitäten, die essentiell Services für die Gesellschaft und als Ökonomie liefern. Das Gesetzprojekt sieht 4. Eine nationale Resilienzstrategie aufzustellen, eine nationale Risikoanalyse durchzuführen und auf der Basis die kritischen Entitäten zu identifizieren. Zusätzlich gehen Obligationen für diese Entitäten angefordert, besonders im Bereich von der Evaluation von Risiken, der Umsetzung von passenden technischen, organisatorischen und Sicherheitsmaßnahmen, der Notifikation von signifikativen Incidents sowie der Möglichkeit für Verifikationen von den Antezedents von Personen an sensible Funktionen. Das klingt doch alles ganz kompliziert. Dafür ist aber besonders hervorzuheben an diesem Zusammenhang, dass es zu einem Paradigmenwechsel kommt. Am Mittelpunkt steht nicht mehr die Infrastruktur, also Gebäulichkeiten, mehr für allem die Identität, die ein essentielles Service erbringt an die Fähigkeit, Steuerung zu verhindern, diesen zu widerstehen, sich anzupassen und sich dann auch davon zu erholen. Es geht also um einen mehr breiten Resilienzansatz, der nicht nur die klassischen Sicherheitsrisiken betrifft, sondern auch natürlich menschlich verursacht und grenzüberschreitend Risiken. Den HCPN, den Hochkommissariat à la Protection Nationale, überhält die zentrale Rolle, definiert die strategischen Ziele und Prioritäten, feiert die Risikoanalyse durch und koordiniert Zusammenarbeit zwischen den Akteuren. Der andere Seite ist das CSSF, die für den Bankensektor, Infrastrukturen von Finanzmärkten und ein paar Digitalinfrastrukturen wird zuständig sind. Das Projekt deckt eine Reihe Sektoren auf, durch Energie, Transport, Gesundheit, Wasser, öffentliche Verwaltung, Digitalinfrastrukturen und auch Durchfallgestion, die als kritisch designierte Entitäten müssen dennoch Risiken evaluieren, Resilienzplan aufstellen, Incidenten mit kurzer Frist melden und passend Maßnahmen umsetzen. Das Projekt sieht außerdem ein geregelte Kader für die Hintergrundkontrolle von Personen und sensible Funktionen für die über Police Grand Ducal werden durchgeführt gehen. Zu den Avien, es gibt einen ersten Avis vom Staatsrat, den auch eine Reihe von formellen Oppositionen formuliert hat, notamment im Bereich vom Champ d'Application. Nur den verschiedenen parlamentarischen Regierungsamendementen konnten die aber alle gut abgehoben gehen. Die Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics hat dann hier mal wie für allgemeine Reserve betreffend Prim das Trend formuliert, die aber auch konnte geklärt gehen. Die Chambre de Commerce wird keine weiter substanzielle Remarque formuliert, und CNPD hat sich hauptsächlich mit Bestimmungen betreffend der Hintergrundkontrolle befasst, aber der Stunde damit auch noch dünner sich dem Avis vom Staatsrat zu diesen Punkten angeschlossen. Den Projekt 8364 gouf den 13. März deposiert 2024, an diesem Fall der vom Premierminister
Luc Frieden, also an die Institutionskommission verwiesen gehen. Auch hier kommen eine Reihe von Avien ran. Im Wert geht es in diesem Fall. Hier ist es NIS 2 Direktiv, also Direktiv 2022 über 2555, die an Nationalrecht soll umgesetzt gehen. Das NIS 2 Direktiv ersetzt überraschenderweise NIS 1 Direktiv am modernisierte juristische Kader am Bereich von der Cybersicherheit. Sie verfolgt dabei 3 Hauptziele: Modernisierung von nationalen Rechtskader, Obligationen für die betroffene Struktur klar zu definieren und die Organisation von zuständigen Autoritäten neu zu strukturieren. Dabei geht zwischen 2 Kategorien differenziert: Enquête entité essentielle und Enquête entité importante. Die essentiellen Entitäten sind für allem Großakteuren an höchst kritische Sektoren wie Energie, Transport, Banken, Gesundheitswesen, Wasserversorgung, Digitalinfrastrukturen und öffentliche Verwaltung. Die wichtigsten Entitäten sind Entreprisen aus anderen kritischen Bereichen wie Post, Kurierservice, Abfallgestion, chemische Industrie, Lebensmittelproduktion, industrielle Aktivitäten, Digitalservice oder auch nach Forschung. Gesetz kombiniert dabei die Kriterien von der Größe von der Entreprise mit dem vom Kritischkeitsgrad, also dem Degré de Kritizität vom Sektor. Ein wichtiger Punkt dabei ist Proportionalität. Mikro- und Kleinbetriebe fallen im Prinzip nicht unter das Regime, außer in spezifischen Fällen, wo ihr Rolle objektiv kritisch ist. Auch hier gehen die zuständigen Akteure definiert, dass dann einkehr den ILR, den hat eine zentrale Rolle für die meisten Sektoren. CSSF bleibt auch in diesem Fall für den Finanzsektor an der verbundenen Bereiche zuständig. Und den HCPN, nur Kommissär, überhält eine transversale Koordinationsrolle nationale wie europäische Plan. Am Bereich von der Reaktion auf Cyberincidenten, und wir hatten ja gerade noch eine Diskussion auch darüber, spielt GovCert an der Zirkel eine zentrale Rolle, und darüber hinaus kann auch die HCBN-Mission eine neue nationale Cybersicherheitsstrategie auszuschaffen. Eine zentrale Innovation aus der Rolle von den Leitungsorganen der Cybersicherheit ist nicht mehr nur eine technische Frage, sondern eine strategische Responsabilität, auch am Niveau vom Management. Die Leitungsorgane müssen Mesure validieren, die Umsetzung überwachen und können auch am Fall von Verstoß responsabilisiert gehen. Auch das wird Zeit brauchen, das alles umzusetzen an alle Sektoren. Man muss auch die nötige Zeit dafür geben. Auch hier hat der Staatsrat am 8. Oktober 2024 gehen, auch eine Reihe von Opposition-Formelle formuliert, die am Laufe von den Arbeiten aber konnten abgehoben gehen. Der letzte Avis komplementär war vom 10. März von diesem Jahr, und auch hier konnten 11 Opposition-Formelle abgehoben gehen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn in die 2 Gesetze zusammen anguckt, da geht klar, dass sie eine komplementäre Funktion haben. Das Projekt 8307 baut ein Kader für die Resilienz von den kritischen Entitäten am breiten Sinn ab. Das Projekt 8346 konzentriert sich dagegen auf die digitale Komponente am modernisierte Kader von der Cybersicherheit. Die 2 Texte schaffen also nicht neben dem, wir sind oben ihnen aufgestimmt. Das ist auch der Grund, für was wir sie zusammen behandelt haben an der Kommission, und auch der Grund, für was wir sie heute zusammen diskutieren. Als Rapporteur schließen Stummer da auf und wird dann nach Zeit dranhängen und erlaubt, Herr Präsident, als Sprecher von meiner Fraktion. Wir leben in einer Zeit, wo wir uns nicht mehr vorstellen müssen, ob so Attacken geschehen, mir echt, wenn sie geschehen. Sie denken, Cyberattack, eine Störung von unserer kritischen Infrastruktur oder auch ein Ausfall an einem von unseren zentralen System. Und das kann alles hautbannen von wenigen Stunden geschehen und noch Kettenreaktionen provozieren. Aber als Land muss an allen Fällen und noch an der Krise können weiter funktionieren. Wir können uns nicht leisten, überrascht zu gehen. Wir können uns nicht leisten, nicht mehr zu reagieren. Und wir müssen vorkommen.
An das zwei Projekte drohen genau dazu bei. Wir stehen für eine Logik von Verantwortung und noch von Vorbereiten, sich präparieren. Weil hinter diesen zwei Texten steht eine ganz konkrete Realität. Als tägliches Leben hängt davon ab, dass die wichtigsten Services weiter funktionieren. Und wenn sie nicht mehr funktionieren, da geht es nicht nur um Theorie, sondern da geht es auch um das Leben. Weiter Leben von Betrieben und weiter Leben noch, und ganz schlimm könnt, von Menschen. Cybersicherheit und Resilienz von unseren Strukturen sind dafür keine Nebensachen. Sie sind ein Froh von unserer Staatssicherheit, sie sind ein Froh von unserer wirtschaftlichen Stabilität. Also sie sind noch ein Froh vom Vertrauen, was Bürger müssen an unsere Institutionen können haben. Dafür begrüßen wir als CSV diesen Schritt noch 4. Wir begrüßen auch, dass die zwei Dimensionen, die physisch und die digital, zusammen durchgehen. Weil die eine funktioniert nicht ohne die andere. Für uns ist klar, dass Texte sind nötig, sie sind konsequent, also drohen dazu bei, als Land besser aufzustellen, für diese Herausforderungen auch in Zukunft gewusst zu sein. Und dafür wird CSV diese zwei Texte auch mitstimmen. Merci für die Aufmerksamkeit.